Tourbar wirklich immer den Highlight vom Sommer. Als Kind sind ich immer gerne auf Fliegere gegangen, auf Fischen und dann als Teenager auf Geisterbahnen zu Fuß und auf dem Topspin. Aber heute kriege ich mich auf kein Spiel mehr, weil alles, was dreht, dann wird mir richtig schlecht. Am Lycée haben viele von meinen Freunden alle Sommer auf der VA geschafft. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das mega intensiv war. Ich persönlich schon auf der Kaffee serviert, mir nie auf der VA. Und da habe ich mal gedacht, oh, das ist der Moment, wieder mal Not zu holen. Schopfnuga, Schopfnuga. Oh, merci. Oh, den ist mal gut verdient. 100%. Ja, und dann? Ja, geil. Wirklich Karim. Ah, so hast du Hand gerissen. Ja, genau so. Also, wirklich? Okay. Okay, wir gehen auf den. Ich spendiere mir stehen. So, ich muss ja richtig schaffen. Oh, das war so einfach. Mega. Es geht. Wow. Super. Die schaffen schon die Container. Okay, wann schläft. Oh. Und dann der Fisch, der kleine Fisch, geht mal da. Ich hoffe, die hat guten Appetit. Wie alle Lützeburger sind ich ein riesen Fan von Gaufren. Und auf der VA hole ich mir immer einen mit Schlagsahne und mit Erdbeeren. Daheim experimentieren ich aber gerne mit ein bisschen extra Kombinationen. Und du willst geht heute bei mir ein geherzte Gaufer mit Pesto Schlagsahne und mit Tomaten. Für meinen geherzten Gaufer brauche ich Basilik, Parmesan, Pinienkerne, Rahm und Tomaten. Und natürlich alles, was ich für eine klassische Gaufren Deeg brauche. Ich fange mit meinem Deeg an, weil den du nur nach einer Stunde rasten muss. Und dafür trenne ich als erst 3 Eier. Und dann schlage ich mein Eiweiß zu Schnee. Und dann ein bisschen Rahm bei meinem Egel dabei. Und noch Milch. Und noch geschmolzene Butter. Da sind auch gute flüssige Elemente gemischt und die können nur bei Mehl kommen. So, ich hätte das los dabei, für dass es kein Klumpen gibt. Weil wenn ich Mehl da dran gemacht hätte, dann wäre das dort eine Katastrophe gehen. Aber wenn das bis gut vermischt ist, dann kann ich den Deeg 1 Stunde lang bei Zimmertemperatur rasten lassen. Während den Deeg rascht, kann ich mein Pesto machen. Und das ist wirklich mega einfach, Pesto zu machen. Ich hole einfach Basilik. Und die könnt dann zusammen mit ein bisschen Pinienkerne und mit Parmesan in den Mixer. So, und dann könnt ihr noch einen kleinen Knoblauchzweig dabei. Und dann könnt ihr noch Olivenöl dabei.
Okay, noch ganz bisschen Salz und Pfeffer. Das ist perfekt. Gut, an de Pesto geht da noch einer ein ganz einfach ungesalzte Schlagsahne gehoben. Und da kann ich mein Pesto an eine kleine Spritzbeutel füllen. Hallo zu meinen Tomaten, die gehen nach kurz gebacken. Und zwar mit ein bisschen Salz, Herbe de Provence und Olivenöl. Sie brauchen ungefähr 12 Minuten. So, und du brauchst nur noch meinen Gaufren zu backen. Und schon habe ich mega cool altes Eisen von der Boma von einer Freundin. Und das geht richtig gut. Einfach ein bisschen Teig an der Mitte verdelen von der Plaque. So, du brauchst einfach nur noch Zoll zu machen. Und dann hoffe ich, dass ich genug Teig gemacht habe und dass es sich wirklich auch überall verteilt. Ei, perfekt sie gehen. An die nächste. So. Alle brauchst du immer noch mit Pesto-Schlagsahne zu dekorieren und mit Tomaten. Und das ist schon fertig. Und ich meine, ich mache mir noch ein Seis noch, weil egal ob Seis oder salzig, bei mir ist der Gaufren immer selber. Du möchtest das Schönste auf einer Kirmes natürlich immer essen. Und du bin ich mega froh, dass wir noch 2-mal am Jahr zu Lützeburg ein Streetfood-Festival haben. Und da kann ich wirklich Essen aus der ganzen Welt machen. Am Ganzen gehen dann 24 Foodtrucks zum Edith Festival. Und darin auch mein kleiner Stand, wo in das kann Rezepte aus meinem Buch probieren. Es gibt Feuerstein-Salat-Wraps und Okonomiyaki-Pancakes. Und das intrigiert Leute immer mega. Zu Lützeburg ist man Moes ja oft gerne ein Schmier mit Gebäß. Mit zu London gibt beim Brunchen oft ein Schmier mit Avocado-Gäs. Und ich mache heute mit einem kleinen Eher-Twist. Für meinen Avocado-Schmier mache ich Ketchup mit Erdbeeren und viele Gewürze. Und ich brauche auch ein gut Bauernbrot und ein E. Ich fange mit meinem Ketchup an. Nee, ich habe mich nicht am Gemüsereon vergrafen, weil ich meine, diese Ketchup effektiv mit Erdbeeren und nicht mit Tomaten. Und das könnt du weinst, weil ich eigentlich in England Avocado-Toast mit Erdbeerscheiben drauf gut. Und du hast gesehen, dass Erdbeer ganz gut bei Avocado passt. Also, wir warten den Erdbeer-Ketchup. So, und die können da nur dippen. Und da kommen da nur all die Sachen dabei, die zu einem guten Ketchup machen. Also ich mal ein bisschen Essig. Das gibt dem Ganzen nämlich ein bisschen mehr eine geherzte Dimension. Dann habe ich hier eine gehackte Schallot. Ein bisschen Cassonat. Ein schönes Cassonat, weil das dem Ganzen ein bisschen mehr ein Dave-Gu gibt, also ein bisschen mehr vollen, karamellisierte Gu. Und dann habe ich ein bisschen Chili-Flocken, weil ich schon gerne was scharf. Ingwerpulver. Ein Kreuzkümmel. Ein bisschen Exotik dran. Dann habe ich noch geräucherte Paprika, den habe ich besonders gerne. Mit kann den aber auch einfach normale Paprikapulver benutzen. Okay, und ganz zum Schluss noch ein paar Drüpsen Worcestershire. Da das noch extra gut würzt. Das ist immer am Ketchup dran. So, und das Ganze kann ich da noch abkochen.
So, der Ketchup ist noch angekocht. Die kann püriert gehen. Steht mega sehr. Gut, das schenkt man da rein zu sehen. Und da kann ich mein Ketchup an ein Glas auffüllen und komplett aufkühlen lassen, bis ich es benutzen. Wenn mein Ketchup bis kalt ist, da kann ich mein Avocado präparieren. Und die wird für das Rezept einfach nicht mehr getripst. Aber wie das noch ganz ein bisschen dauert, bis ich den Avocado benutze, mache ich auch noch ein bisschen Klarsichtfolie drauf. Wirklich fest und zu fast drücken, wie das noch wirklich nicht oxidiert. Und jetzt mit dem Brot, ich habe ein schön dick Bauernbrot. Und das schneide ich immer selber, weil da kann ich nämlich ein bisschen wie Grafscheibe kriegen. Und ich brauche nur 2 Scheiben für das Rezept. Und ein davon geht ausgestochen, weil das gibt nämlich noch ein kleines Fenster für mein E. Und die gehen ein bisschen Olivenöl bestrachen und da riecht drin so an der Pan. Ich lehne sie mal am Olivenöl rauf dran. Und da kann das für sich hier riechen drin. Okay, die Haie ist schon gut. Die kann raus. Und die zweite, die geht doch noch auf dieser Seite mit Olivenöl bestrachen. Und dann drehe ich sie um. Und dann kommt mein E dran. So, und das kann ich dann nur für 3 Minuten lang zudecken, wie das D auch schön auf den Druck kocht. Nun kann ich mein Ketchup in den Druck machen. Da kriege ich wie ein Erdbeerschmier. Mir gleich, als ob es ganz anders ist. Und dann Avocado drauf. So, mein Avocado-Toast. Definitiv mehr impressionant wie ein einfach Schmier mit Erdbeersgebäß.